Herr Minister, liebe Nicole Likuku, lieber Paul Galles, lieber Raymond Weber, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen hier in den Rotonde zu unserem ersten Public Forum in diesem Jahr 2022. Mein Name ist Henning Mamulla von Forum. Dieses Public Forum ist ein ganz besonderes. Es ist das erste nach den Umstellungen, die wir zum Jahreswechsel vorgenommen haben. Sie haben es vielleicht mitbekommen, spätestens letzten Montag am Kiosk, als Sie gesehen haben, es gibt kein neues Forumheft. Forum erscheint ab sofort nur noch alle 2 Monate. Dafür haben wir aber 2 andere zentrale Säulen unseres Projektes Forum ausgebaut. Das eine sind die Veranstaltungen. Heute Abend also die erste unserer neuen Veranstaltungsoffensive. Das zweite ist unsere Internetseite, die wir ausgebaut haben, und zwar mit einer Rubrik, die sich Forum Plus nennt. Das Plus steht dabei nicht, wie bei vielen anderen Medienerzeugnissen, für bezahlbare Inhalte oder Inhalte, die man bezahlen muss, sondern es soll stehen für ein Plus an Inhalt und ein Plus an Debatte. Immer schon haben wir versucht, in unserem Monatsmagazin Debatten zu lancieren, aber für ein Monatsmagazin ist das relativ schwierig, weil einfach die Zeit zwischen den verschiedenen Heften relativ lang ist. Auf der Internetseite ist das natürlich möglich, schneller auf Aktualität zu reagieren und auch stärker Debatten zu lancieren, vor allem kontroverse Debatten. Stichwort Kontroverse. Das wollen wir auch bei unseren Veranstaltungen, bei unserem Format Public Forum wie immer machen, kontroverse Debatten lancieren, allerdings noch viel häufiger als in der Vergangenheit. Heute also das erste Public Forum zum Thema Kooperationspolitik. Wir haben das Feld schon ein bisschen vorbereitet mit unserer Januarausgabe, mit unserem Januar-Dossier zum Thema Kooperationspolitik. Heute geht es nun also weiter mit dieser Veranstaltung. Sollten Sie das Januarheft noch nicht haben, vorhin lagen viele Hefte am Eingang und ich wollte sagen, dass Sie die sehr, sehr gerne kaufen können heute Abend. Einfach zu mir kommen nach der Veranstaltung und ein Heft erwerben. Die Hefte haben sich schon etwas ausgedünnt. Es gibt nicht mehr so viele. Also ich vermute, Sie haben gedacht, man nimmt die einfach so mit. Wäre eine nette Geste von uns. Auf der anderen Seite leben wir natürlich auch ein bisschen vom Verkauf der Hefte und es wäre ganz lieb, wenn Sie sich einfach nach der Veranstaltung noch bei mir melden und Sie die Hefte dann einfach kaufen. Wer noch kein Heft genommen hat, erst recht bitte nach der Veranstaltung zu mir kommen und dann können Sie die Hefte sehr gerne erwerben. Spannend ist auch ein altes Heft, das wir mitgebracht haben aus dem Jahr 2009. Das ist also 13 Jahre alt. Da hatte Forum schon mal ein Dossier zum Thema Kooperationspolitik und das macht halt wirklich Sinn, das auch mal nebeneinander zu legen und zu gucken, was hat sich in den 13 Jahren getan. Sollten Sie nach dem heutigen Abend finden, dass noch nicht alle Aspekte des Themas, das so wichtig ist, angesprochen wurden und sollten Sie auch in unserem Januar-Dossier einige Lücken finden, die wir vielleicht nicht behandelt haben, sind Sie jederzeit eingeladen, sich bei uns zu melden durch Forum Plus, unsere Internetrubrik, in der wir 1 bis 2 Texte pro Woche exklusiv noch veröffentlichen, würden wir vielleicht auch gern den einen oder anderen Text von Ihnen veröffentlichen. Dann möchte ich an dieser Stelle Danke noch einmal sagen fürs Kommen, unseren Teilnehmern. Danke auch an Sie für Ihr Kommen. Vielen Dank an die Rotonde, dass wir heute wieder hier ein Public Forum machen können. Ganz großen Dank auch an Yves Conradi, mit dem wir das alles wieder vorbereitet haben. Und einen großen Dank an den Ulzischt-Kanal, der heute hier zahlreich vertreten ist und diese Veranstaltung filmt und auch direkt live auf unserem YouTube-Kanal streamt. Was wollte ich noch sagen? Public Forum heißt Public Forum nicht deshalb, weil es öffentlich ist, das wäre ziemlich billig. Public Forum heißt Public Forum, weil das Publikum auch eine besondere Rolle bei diesen Veranstaltungen spielt. Das heißt, es soll heute nicht nur eine Diskussion auf dem Podium stattfinden, sondern auch wird der Moderator Ihre Kommentare, Ihre Kritik, Ihre Fragen mit einbinden in die Runde, sodass es ein veritables Gespräch zwischen allen gibt. Stichwort Moderator. Der Moderator heute Abend ist Raymond Weber.
der das Dossier zur Kooperationspolitik maßgeblich verantwortet hat, mit angedacht hat, angestoßen hat und mit Bravour realisiert hat. Auch diese Veranstaltung hat er maßgeblich mit angestoßen. Raymond ist nicht nur prädestiniert für diese Moderation, weil er Redaktionsmitglied bei Forum ist, sondern noch aus 3 anderen Gründen. Und da sehen Sie, aus wie vielen verschiedenen Seiten er aufs Thema guckt. Von Ministeriumsseite könnte man sagen, schaut er auf das Thema. Er war von 2003 bis 2007 Leiter von LuxDev. Multilateral schaut er sich das Thema an, allein durch seine Aktivität im Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE. Und von NGO-Seite, denn Raymond Weber ist Präsident von SOS Fin. Also, damit übergebe ich dir nun auch das Wort, Raymond, und wünsche Ihnen allen einen interessanten und spannenden Abend. Vielmals merci, Henning. Wir haben am Anfang dezidiert, dass die Noventhei auf Lützeburg stattfindet. Aber wenn aber will auf Französisch intervenieren, das ist natürlich kein Problem da. Und Nico Likoko hat uns auch gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass das seine Interventionen auf Französisch machen, weil sich mehr alles fühlt an der Sprache. Den Abend soll ich am Anfang durch den Debat feiern. Ich probieren so man wie möglich selber zu sagen. Ich meine, was ich zu sagen habe zum Thema, habe ich teilweise schon largement gesagt an der Forum-Ausgabe, von der den Henning noch geschwärzt hat. Vielleicht im Moment noch auf die Ausgabe zurückzukommen, weil es scheint als interessant zu gucken, wie am Anfang Thematik von der Kooperationspolitik heutzutage behandelt wird. Vor 13 Jahren hatten wir schon ein Kooperationsdossier und da waren andere Themen da, wie die effektiv damals von der Finanzplatz, der Rapport Falk, und ganz viele Diskussionen, die damals rundherum das gemacht sind. Par rapport zu dem Dossier von Haut, können die sagen, dass am Anfang eine Reihe Themen nicht so fundamental geändert haben. Mit das aber auf der anderen Seite andere Akzente gesagt, die gebe ich so. Zum Beispiel, es fällt einem auf, dass Haut viel mehr gesagt wird über die Zusammenarbeit von Kooperationspolitik mit anderen Politiken, über die Notion, die relativ neu ist, von Nexus, wo effektiv rundherum die Kooperationspolitik einer Politiken mit ranzugehen, aber wir kommen da sicher nach mehr drauf zurück. Ein zweites Thema, was mir auch interessant geschenkt und das an dieser Nummer abkommen ist, das, was ich nennen als Entkolonisierung. Wir hatten bislang immer ein bisschen gesagt, Lützeburg wäre kein Kolonialmacht, also das ist nicht unser Problem, wir brauchen also auch nicht zu entkolonisieren. Ich meine, durch eine Reihe Arbeiten, die ein Regismus gemacht hat, durch auch eine Reihe Aktionen, die Richtung 22 gemacht hat, gesehen wir heute, dass das auch vielleicht ein Thema ist, mit dem wir uns sollten auseinandersetzen. Und ich meine noch, dass das ein gute Sache ist. Und dann hauptsächlich, was mich frappiert hat, ein bisschen, und das war am Anfang auch nicht so geplant, dass von den 12 Artikeln da 2 da waren, die wirklich sich mehr fundamental mit der Kooperationspolitik und mit der Zukunft von der Kooperationspolitik auseinandersetzen. Ein Artikel von dem Karol Reitinger, den heißt zwischen Utopie und Notwendigkeit, an den darauf hinweist, dass wir heutzutage wirklich nicht können eine sektorielle Kooperationspolitik machen, dass wir müssen eine Globalpolitik machen auf dem Gebiet. Und auch der Michel Pauli, den einen Artikel geschrieben hat, durch Schluss mit der Entwicklungshilfe, und das ein Ausrufungszeichen an tun, also kein Fragezeichen. Ich merke noch da, als eine Interrogation, die man vielleicht an der Form jedenfalls 13 Jahren nicht kannten. Heutzutage ist also eine Kooperationspolitik aktuell gehen. Ich gebe so hauptsächlich durch ein Evenement, den mich persönlich jedenfalls frappiert hat, das ist den von dem Afghanistan. Ich meine, in Afghanistan kann ich ruhig, ohne zu übertreiben, als den großen Eschek von dieser Art von Kooperationspolitik bezeichnen. Weil wir gesehen haben, dass da nicht nur durch den katastrophalen Aufgang, den wir hatten an dem Land, aber auch, was wir da los haben,
an Terme von, ich weiß nicht, den Staat aufbauen, eine Demokratie aufbauen, eine Zivilgesellschaft entwickeln, am Anfang mehr Echecken haben, wie konkrete Resultate, die nachgeblieben sind. Und ich meine, das ist eine Frage, die uns auch nach beschäftigen, weil es sind eine Reihe Leute, jedenfalls bei uns, mit denen ich in der letzten Zeit geschwärzt habe, die fährten, dass am Mali das selbst könnte reproduzieren, was am Afghanistan sich produziert wird. Ich hoffe jedenfalls, dass das nicht der Fall ist. Für den Ofen durch den Debat zu gehen, scheint es mir wichtig, dass wir vielleicht mehr direkt 3 Fragen angehen. Allkehr, dass wir verdächtigt haben, den 3 Intervenanten vorgehen, dann an den Saal, wo ihr könnt reagieren oder selber an den Debat teilholen. Die erste Frage wäre mehr die von, was für eine Vision können wir am Anfang heute tun von einer Kooperationspolitik. Also es geht nicht darum, für Leute so, was wir an den 2, 3 nächsten Jahren machen, aber für vielleicht mal den Ofen einfach ein bisschen zu drehen und zu gucken, wenn wir uns als Ziel setzen, die nächsten 15 Jahre oder die, ich weiß nicht, bis 2030, wie die Ideen sind, und die Agenda 2030, was können wir da uns vorstellen als Kooperationspolitik, in was für eine Richtung soll das gehen? Und da hätte ich nicht ungern, dass die 3 Intervenanten noch das relativ frei gesehen, also nicht unbedingt als Vertreter von einer Partei, als Vertreter von einer Regierung, als Vertreter von 90 ONG, mir einfach so ein persönlich als das meine Vision, und ich meine jedenfalls, das wäre für mich interessant, für das auch zu hören. Ein zweites Thema, das wir dann haben, ist da mehr konkret darüber zu gehen, was können wir konkret an unserer Kooperationspolitik heute zu Lützeburg machen an den nächsten Jahren. Vielleicht können wir probieren, ich will nicht für den Minister, also vielleicht ein bisschen kompliziert, aber für die anderen, eine kleine Analyse zu machen von unserer Kooperationspolitik. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen von der aktuellen Kooperationspolitik, was sind die Risiken, was sind die Opportunitäten oder die Möglichkeiten, die wir haben an den nächsten Jahren. Und da vielleicht auch Fragen stellen, wie die von, was für ein Zielländer können wir haben, können wir noch an Zielländer bleiben, wo Demokratie manifestement nicht funktioniert, wo Militärregime sind und so weiter und so fort. Und das dritte wäre mehr zu diskutieren über Methoden aber am largen Sinn, also nicht nur die Instrumente, die wir haben, für als Kooperationspolitik durchzuführen, aber auch zum Beispiel Partizipation von den NGOs innerhalb von einer gesamten Kooperationspolitik. Wie können wir die verbessern? Wie können wir auch vielleicht als eine Reihe Instrumente gehen, zum Beispiel für besser können zu diskutieren, für ein Observatoire eventuell an Leben zu rufen, wie in anderen Gebieten hier am Land besteht, vielleicht auch eine dauernde Dialogstruktur, zum Beispiel auf dem Schema von dem Conseil supérieur, zum Beispiel von der Kooperation au Développement, also auch eine Idee. Und dann die Idee, die mir irgendwie interessant scheint, dann die mir auch von als Kollegen gedeelt haben innerhalb von dem Forumkomitee als für zu sagen, wäre mir nicht am Anfang am Stand als Lützeburger mit den Moyens, die wir haben, mit den Möglichkeiten nach kurze Wehr, die wir können machen, für zu probieren, ein Laboratoire europäen wirklich zu gehen von einer Kooperationspolitik, wo ich kann Experimente lancieren, wo ich kann Risiken angehen, wo ich kann probieren, andere Sachen umzudenken und auszuprobieren, einfach das nehmen, mal an Diskussion ranzumachen. Aber für die Diskussion zu machen, sind wir zu 3 Intervenanten, die da sind. Ich denke nun beim Herrn Minister, den aimablement zugesagt hat, die hat auch können schon ein bisschen seine Position lesen an der Forumnummer, an den 3 Fragen, die wir ihm gestellt haben. Darüber hinaus kann ich auch schon annoncieren, dass an der Zwischenzeit mit dem Forum ein Interview gemacht hat, den also Nummer dann rauskommt vom März. Und da hat der Minister dann schon
eng ganz Reihe Sachen exposiert, aber ich meine, ich kann natürlich noch nicht davon ausgehen, dass Dietfried schon den Interview vom März gelesen hat. Und ich kann dann die Ideen eigentlich weiterbringen. Dann haben wir Madame Nicole Ikoku, Direktor von dem Cercle des ONG, hier Präsidentin der Sochai. Sie meinen auch nach einer Leute, die zu dem Cercle gehören oder zu dem Conseil d'Administration. Sie wirklich froh, dass Nicole dabei ist, weil ich meine, an so einer Debatte hat eine Organisation wie das Cercle des ONG und die verschiedenen ONG mehr wie Matspurrecht zu haben. Und hauptsächlich was interessant ist, dass da dann in den letzten Monaten der Cercle ganz aktiv geschafft hat, für eine Evaluation zu machen am Parcours von der Regierungspolitik, die da auch an der Forumnummer exposiert wird, an ob die dort sicher dann Nicole Ikoku nach mitzurückkommt. Last but not least, der Paul Galles, den als nicht nur gewissen CSV-Deputierten, aber ein Nazoren, den sich für die Kooperationspolitik seit langem interessiert, aktiv an der Chambre, hauptsächlich an der jährlichen Debatte interveniert. Und er kann sich da basieren auf seiner Experienz, die er hat, weil er für eine große ONG geschafft hat, Caritas, aber auch weil er ein Studium gemacht hat über die Nachhaltigkeit an der Entwicklungspolitik. Und ich meine, dafür, dass er vielleicht nach mehr wie andere vielleicht nach outillert für den Abend an dem Debat aktiv mitzuholen. Voilà. Ich muss leider entschuldigen, dass Madame Stéphanie Ampin, die und dem Debat soll teilholen, die leider krank ist und die nicht den Abend kann bei uns sind. Bon, wir fangen dann an, wenn der Kurs sieht, mit der ersten Frage, dass die von der Vision, also was für eine Vision hat die drei von der Kooperationspolitik, eine Kooperationspolitik, die nicht eine sektorielle Politik ist, sondern die eine Gesellschaftspolitik ist, in Relation mit dem, was an der Défense geschieht, was an der Santé geschieht, was an der Education geschieht, was an der Kultur geschieht und so weiter. Und ich meine, es wäre wichtig, dass man es einfach als Ausgangspunkt von so einer Diskussion die Möglichkeit geben, ein bisschen zu drehen. Da können wir nachher oder not so, und da können wir vielleicht nicht alles realisieren, aber wir gehen mal in die Richtung. Herr Minister. Ja, merci vielmals, Raymond. Auch merci für die Invitation. Ich bin froh, dass ich hier sein den Abend. Am Anfang hätte ich nicht so hier sein, aber das dem Coup d'État in Burkina Faso zu verdanken, dass ich dann trotzdem einfach den Abend bei ist, weil das Firma schon in der Echter an Afrika geflohen. Wir gehen mit Fleimur an den Niger, an Duno weiter an den Benin. Für froh anzugehen, ist natürlich, werde ich nicht wundern, wann meine Vision aber trotzdem ein bisschen biaisiert, dass durch das, was ich an meinem Ministère mache seit 2 Jahren. Wir haben eine Strategie en route pour 2030, die natürlich sich an den ODD orientiert. Es geht darum, für die möglich zu realisieren, so weit wie möglich bis 2030. Wir wissen natürlich alle gut, dass das höchstwahrscheinlich nicht wird stattfinden. Das wäre doch das auch natürlich auch dem Covid geschuldet, wo man zurückgehalten gesehen an einer Reihe Objektive, die man will noch erreichen, notamment an der Lutte gegen Armut, aber auch an manch anderen Bereichen. Meine Vision ist es, weiterzukommen an den Zielen. Ich meine, das sind gut Ziele. Die wisst, dass als Strategie von der Lützeburger Kooperation sich ganz stark an den Menschenrechten orientiert. Es geht darum, sich an allem den Droit de l'humain zu orientieren, zu gucken, dass man das Leben von den Menschen besser machen. Hauptsächlich an den ärmsten Ländern, die auch als Partnerländer sind, das ganz klar in Hauptachs von unserer Strategie. Und dann an den Bereichen über diese Strategie sieht das auch die neuen Strategien am Gender, für Jungleute zu agieren, aber auch immer mehr im Bereich vom Environnement aktiv zu gehen, ganz viel an der Education, an der Formation zu schaffen, was traditionell Bereiche sind von der Lützeburger Kooperation, aber auch im Bereich von der Santé,
zunehmend auch mit neuen Domänen wie der Finanz, Inklusivfinanz, aber auch zu innovieren über Digitalisation, für nicht den Space anzusetzen am Bereich von der Entwicklungszusammenarbeit, an am Bereich vom Humanitären. Bref auch zu innovieren und dadurch auch mehr stark können, mehr effikaz zu sein an der Realisation von den Objektiven, weil ich meine, als kleines Land, was wirklich respektiert, dass an der Arbeit, als kleines Land muss man es bisschen allein Merkmale sichern, an die können wir dadurch auch richten, dass wir wirklich die Stärken, die wir par ailleurs entwickeln, auch ersetzen an unserer Arbeit. Das ist das, was ich probieren ranzubringen an mein Engagement. Ich meine, du kommst sicher noch darauf zurück zu schwätzen, dass in einem Kontext wird wirklich nicht einfach, sondern in einem Kontext von multiplen Krisen, Pandemie, Klimakrise, natürlich Armut, die überall extrem, die nach an die Luft gegangen ist, auch unter dem Effekt von der Pandemie. Natürlich die Sicherheitskrise, die man hauptsächlich an einer Partie von unseren Partnerländern haben, ganz aktuell natürlich Mali, Burkina Faso, die da wirklich auch schwert. Und natürlich die vielen Humanitärkrisen, die man durch haben, die als Arbeit durch den Nexus so geschwert auch natürlich nach ein komplex möchte, dass man an dem Kontext wirklich weiterkommen, an einer inklusiver Entwicklungszusammenarbeit, Leave No One Behind, Gesellschaften, an denen Ländern, wo wir aktiv sind, empowern, hauptsächlich jung Leute, Frauen hochbringen, und so wirklich, wie gesagt, leben an all denen, auf denen Plätzen ein bisschen besser machen. Merci, Herr Minister. Wir fahren da weiter mit dem Nicole. Comment voyez-vous tout cela? Alors, Quelle est votre vision? Merci beaucoup au Forum pour cette invitation. Et je trouve que c'est un exercice vraiment utile de pouvoir débattre en public, mais surtout aussi de pouvoir relever, je pense au niveau national, l'importance de la coopération en développement au Luxembourg. Alors, moi j'aime beaucoup rêver, mais je vais commencer par une version un peu plus pessimiste. Je pense qu'après toutes les conséquences dont Monsieur le ministre a pu lister, donc les conséquences des changements climatiques, des pandémies qu'on est en train de vivre, de diverses crises, des conflits, il reste plus beaucoup d'optimisme en fait. Pardon. Et si en plus de ça, on annonce que la proportion des personnes vivant en extrême pauvreté va augmenter de 2/3 d'ici 2030, justement, bah, il y a de quoi s'effrayer et vraiment se poser des questions. Alors, à côté de ça, j'ai une vision, effectivement, je peux être aussi optimiste et positif, rêver que d'ici 2030, ben, au Luxembourg en tout cas, on aura vraiment une politique de coopération et de solidarité, je préfère l'appeler ainsi, qui va se démarquer en fait au niveau international. On aura très clairement montré en quoi on a pu contribuer à, peut-être pas l'éradication, mais en tout cas la réduction de l'extrême pauvreté. C'est ce qu'on devra faire de toute manière par rapport aux ODD. On va pouvoir, je le souhaite, aussi montrer en quoi un autre type de développement sera possible, en revoyant très clairement notre vision du développement, mais aussi notre concept, avec des acteurs, avec tous les acteurs concernés, même, comment on les appelle, les bénéficiaires, qui sont en fait des acteurs très clairs de leur propre société et de leur développement. On aura, après avoir revu cette vision, qu'on l'aura partagée, surtout, ensemble, pour savoir mais où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on veut y aller ensemble, et après, on décide effectivement des moyens qu'il faudra y mettre. Dans ce cadre-là,
j'imagine que dans 10 ans, on aura, outre les 0,7% de l'aide publique au développement, donc du pourcentage du revenu national brut pour l'aide publique au développement, on est déjà à 1,03. Ben nous, on aura doublé les 0,7. On sera à 1,4, doubler les 0,7, donc pas doubler l'actuel, mais bon, on peut y tendre encore dans l'avenir. Et bien sûr, toujours de manière non liée, donc additionnelle, on additionne les autres types de financement, notamment pour le climat international, notamment encore sous forme de dons, hein, contrairement à d'autres pays. Et en fait, c'est des moyens qu'on aura pu mobiliser, même avec d'autres acteurs plus innovants, avec le secteur privé, mais avec des conditions justement de partenariat beaucoup plus spécifiques. Et on sera sur ce thème, justement, je me permets vraiment de rêver, on sera parmi les rares pays qui auront opté pour une loi nationale pour le devoir de diligence, justement pour que ces nouveaux partenaires qui auront une place dans cette société puissent contribuer justement aux objectifs du développement et non pas violer les droits ou les objectifs pour lesquels on lutte si durement. Et ce cadre, en fait, il aura pu être possible grâce à une ouverture, un dialogue, je le souhaite réellement, entre les différents acteurs au Luxembourg, mais aussi au niveau local, dans les pays partenaires, au niveau des organisations de la société civile, tous les acteurs. Mais, et aussi grâce, clairement, à une société civile qui sera quand même différente. Ça, c'est aussi un souhait, qui sera différente, elle sera plus forte, plus professionnelle, elle gérera plus de fonds. Pour le moment, on est à 15-20. Peut-être qu'elle pourra aussi s'impliquer à gérer 30% de l'APD, soyons fous. Et qui, en fait, sa force sera dans 10 ans, d'avoir réussi à développer des alliances citoyennes mondiales. Et ça, franchement, à partir de ça, elle aura pu justement porter les nouveaux enjeux mondiaux, autant vers ses gouvernements, autant vers les publics, autant aussi dans ses propres pratiques. Et ça, je le souhaite. Et je pense que ça amènera clairement, d'ici 10 ans, un regard nouveau. Vous disiez, le Luxembourg est fortement respecté, effectivement, mais là, il se démarquerait très clairement au niveau international. Il influencerait, motiverait plutôt d'autres gouvernements à aller au-delà des engagements dont ils sont loin derrière pour le moment. Et oui, et on fera parler de nous sur une coopération, sur une politique de coopération plus innovante, mais ambitieuse aussi pour le futur. Merci beaucoup, Nicoli Cocu, de cette intervention, je dirais, très ambitieuse, donc qui, à la fois, demande que le Luxembourg prenne un rôle un peu pionnier dans le domaine de la coopération au développement dans les années qui viennent, qui demande à ce que l'argent continue à augmenter, même si, je crois l'avoir bien compris, il ne s'agit pas de faire plus du même, mais aussi de revenir peut-être à certains modèles de développement qui sont inadaptés et d'essayer d'aller plus loin et d'en inventer d'autres. Et puis aussi, ce qui me semble important, donc ce renforcement de la société civile qui me semble extrêmement importante pour aller de l'avant à la fois pour le gouvernement, je dirais, mais aussi pour les autres partenaires. Et comme tu as dit, le privé, je pense, est aussi un partenaire important, même s'il faut, comme tu l'as souligné, qu'il y ait des évaluations périodiques qui permettent de voir que ce ne soit quand même pas une instrumentalisation de l'aide publique pour autre chose.
Paul Galles, wenn ich gift. Ja, merci auch für die Invitation. Ich bin ganz froh, auf den neuen Teil zu sein. Und, ich sitze ganz gut auf da links außen. Ne? Das ist ein guter Platz für mich. Und ich muss immer ein bisschen aufpassen, bei so einer Vorteil wie der Teil, da kommt nicht so ein bisschen Netflix-Stimmung. Also wenn ich so fange, so zu rutschen, dann so schiebst du vor, dann muss aber Bescheid sein. Ich fand den Froh ganz pertinent und ich fand es auch ganz wichtig, die Froh der Vision, weil ich fand, also es gibt Leute, die so, wenn ich Visionen hört, da soll ich bei den Doktor gehen. Ist in der Meinung, muss ich für dich eine Vision entwickeln, muss ich wissen, wohin hier geht, wo ich will hingehen, wer den als Ziel hat, wie das noch da kann, seine Moyen an seinen Schritten definieren. Dafür fand ich die Frage ganz wichtig. Wenn ich ehrlich bin, dann müsst ihr eigentlich als Vision die sehen, und ich kneipe nur ein bisschen beim Herrn Minister, mich schon immer selber gesagt, wie ich bei der Caritas geschafft habe, an iwwer Damut dann no gedurcht hun anch mis als Vision jo déi sinn iwwerflüssig ze ginn. Dat da mi brauch, an dats ma egent von enker kënnen so en Äner stinn op egene Been, as sie kënnen dat genauso gut, wann so gut besser wie mir, as gi ganz gut deen an einer Modeller, die vielleicht so gut besser funktionieren wie Eis. Dat Techt dat wär eigentlich die ultimative Vision et brauin Kooperationspolitik an dem dote sinn, wie man lo hun net méi. Für all die lo nervös gewählt, op ihrem Stuhl rutschen, also denken, schaffen aber an dem Bereich, also keine Angst. Ich meine, dass da der nächste Jahr der Fall ist. Ich denke aber, dass man es müssen von der Vision ja evaluieren, was wir überhaupt machen. Und ich meine, dass das Konzept, das am besten dabei passt bei Kooperationspolitik, ist das vom Empowerment, in andere stark machen. Ich weiß, und das geht auch an ihrem Forum, das wir ein bisschen kritisieren, dann zu Recht, dass durch ein Konzept, das wird ganz westlich, ein bisschen kapitalistisch kann klingen, also dann nicht an der Reihe ist auch du als Ideen und als Werte dann zu verdrohen, ob einer Leid, ob einer Bevölkerung. Aber trotzdem, mir gefällt das Konzept gut, weil in einer Menschen stark mich an die was sie sind, und das eigentlich als eigentliche Aufgabe, also seine Hilfe zur Selbsthilfe, wenn er selber überflüssig zu gehen. Was kann das bedeuten? Das bedeutet, was Nico schon noch geschwärzt hat, nämlich eine Stärkung von der Zivilbevölkerung, dass zumindest das, was ich an den Projekten, die ich besichtigt und erlebt habe, auf verschiedene Länder, ich war ganz viele Länder, wo ich das dann irgendwie am Numm von einer ONG miterlebt habe, werde ich da als besonders frappant und immer ganz inspirierend fand, und das eben die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, weil das haben einfach die Leute sind, und das ist eine Banalität zu suchen, die Leute sind, die am besten wissen, was sie brauchen. Und die spüren, und die auch das können suchen. Ich habe auch den konträren Fall erlebt. Ich habe noch Plätze erlebt, dass du Pützer gebaut sind, die niemals benutzt sind. Und da greifst du in den Kopf und du siehst, du musst Mitbescher kriegen, weil du suchen ja verpulvert sind, aber weil du eine ONG irgendwo da gewesen hast, das war kein Lützeburg, dass man sich vorstellen, wenn das du warst, war kein Lützeburg. Die Frage gestaltet mir, ja, die können ja nur da schreiben, wenn du 10 Pützer gemacht und dann hast du das alles in der Reihe, hast du jemanden, sie kontrollieren kann. Das ist das konträre Beispiel. Das ist das, was nicht funktioniert. Das, was funktioniert, dass zusammen habe ich mit der lokalen Bevölkerung für zu wissen, was sie brauchen, und sich dann um Niveau von der Gouvernance gucken, dass an dem Land die suchen und noch die Verantwortung so fließen, wie sie müssen sein. Ich gesehen, habe der große Vision gesehen, ich habe 3 Instrumente, die es besonders gut helfen, die Großvision umzusetzen. Das sind 3 Instrumente, die sind noch groß. Nicolo hat ihn schon erwähnt, ein Lieferkettegesetz. Darüber können wir vielleicht auch noch schwätzen. Das wäre höchst interessant als ein Instrument. Das zweite Instrument, das sehen fertig auf der COP26 zu Glasgow besonders intensiv erlebt, weil es ja klar ist, dass Klimapolitik von den nächsten Jahren Außenpolitik, ja Kooperationspolitik ist, weil Kooperationspolitik muss sich darauf ausrichten. Ich hatte doch beim letzten Debat in der Chambre zu meinem Hauptthema gemacht, dass die Länder, die besonders an Afrika, aber auch auf anderen Plätzen, die besonders unter dem Klimawandel leiden, eigentlich die sind, die am meisten dazu zum Klimawandel selber beitragen. Das heißt, du hast eine ganz andere Finanzierungspolitik, eine ganz andere Responsabilitätspolitik von unserer Seite gefordert, für dass wir miteinander aus der Krise rauskommen, aus der Klimakrise. Und dann der dritte als eine gute Strategie, das hat der Minister auch schon gesagt, eine gute Strategie für den ODD 1. Und ich meine, du hast gesagt, nämlich die Reduzierung von der Armut als ersten Anhaltspunkt zu holen, wo man eigentlich da muss, noch als Ziel auch wirklich errichten. Ist schon die ganz verwegene Hoffnung, dass Schaffen Lese von der Klimakrise zugleich kann dazu führen, dass man dann Gleichheitskrise auf dieser Welt, also auch die Armutskrise, auch bekämpfen können, vielleicht sogar mehr lesen können. Schon die verwegene Hoffnung, dass das können helfen. Wofür? Weil die Ungleichheitskrise ist eine Ungleichheitskrise. Das heißt, die einen sie betroffen und die anderen sie gar nicht betroffen.
Und da sind die Gunne betroffen, so, ja, komm mal, gehen ein bisschen ab, dass die das nicht so. Und dann sind sie gewisse beruhigt. Bei der Klimakrise sind wir alle am selben Boot. Aber wenn man da nicht in dem anderen helfen, dann gehen wir alle gut irgendwie, für am Bild zu bleiben, zusammen mit dem Boot ändern. Und dafür hoffe ich, dass die Solidarität, die weltweite Solidarität, die können entstehen, und die an einem von ihren Artikeln ganz gut beschrieben ist, dass die weltweite Solidarität auch dazu feiern, dann die Sozialkrise mitzulesen. Das ist mal die Vision, wie ich da am Kap so drohen, und von der ich fand, dass sie ganz spannend ist und die mich so fasziniert und der ganzen Kooperationspolitik. Vielmals merci für das echt Rundgewissen über die Vision, wo man wichtig schenkt, was der Paul Galles gesagt hat zum Schluss. Klimapolitik erlaubt es vielleicht, ein Armuts- an Ungleich, also der Armuts- und Ungleichkrise auch zu bewältigen. Und ich meine, das ist etwas Wichtiges, weil ich meine, es wäre falsch für die Klimapolitik, Kooperationspolitik, Konkurrenzdenken, einen mit dem anderen zu machen. Ich meine, dadurch kommen wir einfach nicht weiter. Was mir aber auch interessant geschenkt wird bei dem ersten Durchgang, dass zweimal das Lieferkettengesetz und die Notwendigkeit von einem Lieferkettengesetz zugeschwert gehen. Also ich meine, das soll man vielleicht am Kap behalten, noch für den Rest von der Diskussion. Lo immer zum zweiten Thema übergehen, als ein aus dem Publikum, den irgendwie auch seine Vision do mitbringen an mit den anderen Delen. Also das geht forciert. Nee. Bon, ich meine, da können wir auf die Sachen zurückkommen dann. Den zweiten Teil dann vielleicht so, wo wir dann mehr konkret angehen, ob Kontinuen von unserer Entwicklungspolitik an das vielleicht zu machen, auf Basis von einer SWOT-Analyse von den Stärken, von den Faiblissen, von den Opportunitäten, von den Risiken, von unserer Kooperationspolitik. Immer dort zu übergehen, wollte ich vielleicht kurz einen Text rappelieren, den Text ist, den mir viel bedeutet, ich meine, den ich vielleicht immer noch so am Kap halten. Ich zitiere: Le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme, en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique, dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés et de bénéficier de ce développement. Le droit de l'homme au développement suppose aussi la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui comprend, sous réserve des dispositions pertinentes des 2 pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'exercice de leur droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles. Das ist ein Text, der klingt ganz aktuell, fand ich. Das ist ein Text von einer Deklaration de l'ONU vom Dezember 96, also das schon eine Reihe Jahren hier. Das momentan wird probiert, den Text ein bisschen zu verwandeln an einen Text, den ein Chartken sind oder eine Konvention zu sein, das ist rechtlich mehr spannend. Mit den Diskussionen sind leider inklusiv auch, weil die Europäische Kommission nicht mitmacht, nicht gerade am Gangen richtig gut weiterzukommen. Also kommen wir dann zu dem zweiten Teil, oder das den von was für Kontinue gesehen wir für als Kooperationspolitik an nächster Zeit, was sind Stärken, was sind Schwächen, was sind hauptsächlich vielleicht auch die Stärken, auf denen wir, wie der Minister für gesagt hat, können aufbauen, für weiterzugehen, und auch Opportunitäten, die wir können ausbauen, für zu dem Modellstaat vielleicht zu gehen, am Niveau von der Kooperationspolitik. Gebe ich vielleicht gerne den anderen Tour holen, aber beim Paul Galles so viel. Löst mich überrascht. Ganz gerne, aber also, was sind Stärken von der Lützebauer Kooperationspolitik? Eine Stärke ist, dass wir 1% von unserem RNB investieren. Und das schon dauerhaft oder schon lange so der Fall ist. Und das hat auch nicht vorgestaltet, dass es dafür eine große politische Majorität dafür gibt. Das ist eine große Stärke. Die zweite Stärke, die wir haben, ist die, dass wir tatsächlich strategisch umsetzen. Und der Minister hat dadurch für uns erzählt. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach nur mit Hot an Haar irgendetwas machen, von dem wir meinen, dass es gut ist. Eine dritte Stärke ist, dass wir den Nachhaltigkeitsdreieck für uns anhaben,
dass soziales, ökologisches, ökonomisches immer an Nähe greift. Das ist, dass meine Kohärenz der Politik zumindest, dass man das für uns anhören und dass man das auch für uns will behalten. An den Feiert stärkt das sicherlich, dass wir es bewusst sind, dass wir selber eigentlich aus einem westlichen Denken kommen und dass man das muss nachher froh, wenn man mit Leuten aus Ländern schwätzen, die nicht aus dem Denken kommen, und noch nicht unbedingt, den man nicht wünschen, dass in einem kapitalistischen System anerkennen sind und nicht von den Linken. Ich so, aber trotzdem, die versteht, was ich meine, ein System, den aber dazu gefordert hat, muss ich aber so, dass der Planet erschöpft, dass das Leute mitsehen und dass die Ungleichheiten mehr groß sind. Die Schwäche von der letzte Kooperationspolitik meine ich, das ist etwas, was wirklich auch dem Cercle des ONG oder der Kooperation, pardon, du, mir redet als Top gewesen sind, dass man eigentlich keine systemische Strategie hat für die Menschenrechte. Und ich meine noch, dass man die bräuchte, weil den Ansatz, dass man die Leute, mit denen wir schaffen, nicht als Beneficiäre gesehen, mehr als Detenteur de droit, das ist eigentlich ein fundamentalen Ansatz. Und das ist eben eigentlich wichtig, dass man durch den Kap auch, als einen eigenen Kap, dekolonialisieren und dass man das auch voll durchziehen, auf allen Niveaus, auf denen wir schaffen. Ich meine, ein anderer Schwäche ist das, dass man nach keine dezidierte Strategie haben vis-à-vis von der Klimakrise, sondern vis-à-vis von der Klimapolitik, aber nicht vis-à-vis von der Klimaurgence. Das ist zumindest, was mein Urlaub ist, Leschke an der Chambre an der Ried. Ich kann mir aber vorstellen, dass Tieren für darüber nachzudenken ganz groß ab sind. Ich meine, dass man da müsste nach viel mehr pointiert drauf hier gehen. Die Opportunitäten, die sich ergeben, die liegen eben genau, dass wir Niveau von der Klimakrise genau wissen, wo wir da sind. COP26, ein IPCC-Rapport und die Sache klar gemacht. Wir wissen, ob was für ein Donnermaß können basieren und ob der COP26 erst das schon ein durchexerziert, was das für die Außenpolitik bedeutet, und noch für die Sicherheitspolitik, und noch für Migrationspolitik, wann die Klimakrise sich durchsetzt. Und dann wissen wir eigentlich, dass das eigentlich wann eine Urgence, also eine Priorität muss an der Kooperationspolitik sein. Du leid eine Opportunität, weil ich meine, dass wir als Lützeburg vom Denken hier bereit sind, für da etwas zu erholen. Eine Opportunität ist sicherlich auch als Internationalität, weil wir kapabel sind, mit vielen anderen Ländern zusammen zu schwätzen und aufzustimmen. Das muss man als stärkt ausnutzen, weil wir dann noch können an Europa, neben Europa heraus auch Strategien mat desideieren, mat Formen, weil man mit den Leuten können schwätzen, nicht nur, weil man vielleicht hier Spruch schwätzen, weil wir auch nicht gefährlich sind als kleines Land. Wir sind keine Konkurrenten, wir können diplomatisch vorgehen, an den diplomatischen Fäden ausspielen. An eine Opportunität ist sicherlich auch die Lieferkette gesetzt, weil auch dort ihren Abstehen zumindest darüber nachdenken, was für eine Form also da können hun ob einer nationaler Form oder europäischer Form, aber das kann man ja nur nach weiter schwätzen. Was sind Risiken? Die Risiken ist, dass man Westafrika verlieren. Die große Risiko, dass man die Burkina Faso verlieren, dass man Mali verlieren, dass man damit auch einen Zugang verlieren zu einer Zone, die besonders betroffen ist von ganz vielen Krisen. Das ist der große Threat für mich im Moment, wenn wir im Moment auch nach bedenken, Nicaragua haben wir schon verloren, dann haben wir im Moment tatsächlich auch eine große Herausforderung, zu definieren, was sind als Zielländer. Und ich meine, dass wir Westafrika, nach Senegal und Kapverden als Direktpartnerländer, dass wir da immens viel zu tun und immens viel auch können bewirken und auch könnten ganz andere Kooperationen auf wirtschaftlichem Niveau mit den aufbauen. Und das durchaus mänglich auch das Risiko, dass man mit dieser Haltung vielleicht nur aber isoliert sind, wenn es nur um sekuritäre Absichten geht, sekuritäre Interessen, außenpolitische Interessen, wirtschaftliche Interessen, und dass wir da mit einer Haltung da stehen, die da so gesiegt, also eine kleine Lützeburgische Haltung, die die Welt will verbessern. Ich denke, das ist ein großes Risiko. Wir haben etwas zu suchen, aber wir haben eine Haltung an der Kooperationspolitik, die mir persönlich insgesamt ganz gut gefällt, und die muss man verteidigen. Merci. Nicole, tu continues sur l'envolée là déjà qui a été faite. Oui, absolument. Je vais essayer justement. Tu as recouvert déjà pas mal de sujets. Par où commencer? Je pense que... Oui, les forces. Voilà, exactement. Je pense clairement que au-delà des forces que Paul a énoncées tout à l'heure, une des forces qu'on ne met pas assez en avant, très clairement, je prêche pour ma paroisse, hein, c'est les organisations de la société civile qui sont quand même qui sont soutenues au Luxembourg
qui sont multiples, hétérogènes, qui sont nombreuses pour un si petit pays. 91 ONG agréées, c'est pas mal. Et ça montre l'engagement aussi de la population pour la solidarité internationale. Mais c'est une force, mais en même temps, ça peut paraître un peu une faiblesse. Je vais m'étendre un peu là-dessus, peut-être. Dans le sens où je pense que les organisations de la société civile, notamment les ONG au Luxembourg, ne sont pas utilisées, en fait, comme elles le devraient, comme elles le pourraient. Excusez-moi, c'est un peu irrité. Elles ont d'innombrables atouts, hein, de solides atouts pour justement répondre aux défis actuels et dans un contexte justement en changement et d'une complexité assez importante. Et ces atouts, juste pour en nommer quelques-uns, sont des laboratoires d'idées quand même. Elles produisent des méthodes, mais elles produisent aussi des valeurs. Et ça, actuellement, il faut peut-être le rappeler, parce qu'on est quand même dans un monde en perte, pas forcément des valeurs, mais en perte de sens, très clairement. Elles ont la capacité de mobiliser des citoyens, justement pour les causes qu'elles soutiennent. Elles se basent sur des structures qui sont capables de s'adapter à ces conditions, justement, aujourd'hui, qui sont majoritairement instables, en des zones de crise. Et encore d'autres atouts qu'elles ont. Et en fait, elles sont, avec tous ces atouts, elles pourraient, mais elles devraient, je pense, honnêtement, être aussi vues et se sentir comme des contre-pouvoirs, avec différents rôles, en fait, dans cette société, et utilisées comme telles. Ça veut dire, d'une part, elles ont un premier rôle, en fait. Elles ont vraiment différents rôles, en première ligne plutôt, à jouer. Et celui de contre-pouvoir démocratique, très clairement, dans nos sociétés. Que ce soit en plaidant, faire du plaidoyer politique envers des gouvernements, voire même des entreprises, pour les enjeux, sur les enjeux mondiaux, et notamment sur la cohérence des politiques dont tu parlais tout à l'heure, mais pas seulement, et notamment aussi sur le respect des droits humains et du respect aussi des normes environnementales, très clairement. Elles ont une capacité, ou elles devraient en tout cas, pouvoir être vues dans toute leur capacité de promouvoir les droits humains, pas les droits humains, mais les droits des femmes. J'aimerais vraiment m'axer là-dessus. Les droits des femmes, ou plutôt l'égalité entre les hommes et les femmes, et notamment, j'utiliserai peut-être ton mot aussi, dans l'empowerment, le renforcement des femmes dans leurs droits, pour que leurs droits soient réalisés, parce qu'actuellement, c'est un réel enjeu dans cette situation. D'un autre côté, elles interviennent à travers l'aide humanitaire dont tu as parlé tout à l'heure. L'aide humanitaire où elles surviennent auprès des populations qui justement sont victimes non seulement des catastrophes naturelles, mais aussi des crises et des conflits qui se passent actuellement. Et je termine pour les organisations. Et elles sont des acteurs. Elles sont de réels acteurs du changement social. J'aimerais vraiment m'axer là-dessus. C'est important parce que souvent, elles ne sont pas vues telles. Elles développent, elles ont acquis quand même des expériences de partenariat, autant avec différentes institutions nationales, européennes, mais aussi avec des organisations de tout type, que ce soit culturelles, que ce soit sociales, que ce soit locales dans les pays où elles œuvrent, ou même au Luxembourg au niveau européen. Et elles ont clairement ce rôle de pouvoir relayer les préoccupations des personnes qui sont directement
victimes des situations au niveau mondial. Et elles ont une force de proposition justement envers les gouvernements pour peser en fait sur l'agenda mondial. Et la plupart du temps, elles ne sont pas utilisées comme telles. Et elles ne sont pas non plus vues comme indépendantes d'ailleurs, mais parce qu'elles sont un contre-pouvoir, elles sont indépendantes. Elles développent leurs agendas propres et leurs actions en toute autonomie. Par contre, par rapport à cet agenda, ce qui nous manque aujourd'hui au Luxembourg, dans cette force, petit pays, proximité, facile d'avoir le ministre, de pouvoir débattre avec lui, assez ouvert en plus. Mais ce qu'il faudrait, c'est un réel dialogue. Et un dialogue, pas juste effectivement spontané, une fois, mais un dialogue, on dirait au niveau européen, structuré, un vrai dialogue où on peut mettre en avant des controverses, où on peut effectivement débattre de nos agendas respectifs, autant des organisations de la société civile que ceux des gouvernements, voire même des autres acteurs, partenaires qui interviendraient. Et ça, justement, articuler le tout en vue des objectifs qu'on veut atteindre. Ce sont quand même les mêmes. Et là, je pense que c'est une force d'avoir ces organisations de la société civile fortes, renforcées et même professionnelles au Luxembourg, mais qui seraient à utiliser encore davantage qu'elles le sont actuellement. Tu as parlé de la loi sur le devoir de vigilance, de diligence en fait. Effectivement, je pense que c'est une opportunité très claire. Depuis octobre dernier, nous avons un siège de membres du Conseil des Nations Unies, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. À un moment, il faudra mettre en place des actions concrètes pour concrétiser le mandat jusqu'en 2024. Et ça serait un élément concret, en fait, de vraiment s'assurer que les entreprises domiciliées au Luxembourg, et c'est totalement faisable d'avoir cette loi, pour que les entreprises qui vont rentrer dans un partenariat en tant qu'acteurs du développement, respectent très clairement les droits humains et les normes sociales en vigueur et les normes environnementales, bien sûr, aussi. Et cela, pas juste elles, mais tout au long de leur chaîne de valeur. C'est quand même la grande différence. Aujourd'hui, ça part d'un constat quand même très clair et très facile. Aujourd'hui, les droits humains de millions de personnes sont bafoués par des entreprises, même que nous connaissons, et qui en fait qui font produire plutôt leurs produits par différentes filiales au bout du monde. Et ces filiales, en fait, deviennent tellement complexes et tellement opaques que ça devient difficile de demander des comptes à qui que ce soit. Et c'est quand même pas normal. Et c'est tout à fait concevable et nécessaire aujourd'hui. C'est pour ça que le débat est d'ailleurs dans l'agenda quand même de beaucoup de pays, de développer une telle loi pour justement s'assurer justement qu'on va sur la même lignée pour les mêmes objectifs et même que ces acteurs vont renforcer clairement la stratégie de développement qu'on aura définie ou qu'on a déjà actuellement. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, je pense que les forces, si on voit les objectifs de la coopération, de la politique de coopération luxembourgeoise, on a des objectifs qui sont très forts, qui sont bons. Maintenant, il faut quand même pouvoir s'adapter au contexte. Et le contexte est en mouvement constant. Et le contexte se complexifie, comme tu disais. Et on ne peut pas faire foi de
peut-être d'un renforcement, d'une repriorisation, par exemple, du monde rural, hein, du soutien des paysans qui sont quand même ceux qui sont... Ça se fait déjà, attention, ça se fait déjà fortement, mais là, il faut un renfort, il faut le renforcer davantage et vraiment s'orienter pour une agriculture plus familiale qui met en place des méthodes et voire même des critères de l'agroécologie pour tous, pour pouvoir nourrir le monde de demain. Parce qu'on sait très clairement que ceux qui sont... Je parlais tout à l'heure des personnes qui souffrent encore de la faim aujourd'hui. Sur les 800 millions, il faut savoir que 8 personnes sur 10 qui souffrent de la faim dans le monde actuellement sont des petits producteurs, ce qui est complètement paradoxal, puisque ce sont eux qui produisent la nourriture. Et ça, c'est absolument pas normal. En sachant aussi qu'à côté de ça, on gaspille 1,3 milliard de tonnes de nourriture par an. C'est quand même dramatique. Et ces petits producteurs, si on veut pouvoir les renforcer et si on veut continuer, si on veut avoir une coopération au développement plus cohérente, il faudra s'attaquer quand même à certains mécanismes commerciaux. On ne pourra pas passer à côté parce que c'est justement la libéralisation du commerce agricole qui soumet ces petits producteurs à des lois qui sont complètement, comment je dirais, là je cherche mon mot, difficiles, qui sont limite impossibles, qui les soumettent dans des conditions pas possibles, où ils se trouvent en fait dans des rapports de force complètement inégalés. Et si on veut vraiment pouvoir soutenir les petits producteurs pour qu'ils sortent de la pauvreté, à ce moment-là, il faudra aussi pouvoir questionner, mais surtout se positionner différemment au niveau des accords commerciaux, par exemple, et d'investissement international, très clairement. Donc, vraiment, commencer à se positionner pour une cohérence des différentes politiques qui ne contrecarrent pas les efforts de la coopération. Merci beaucoup, Nicole. Donc, à côté de thèmes qui me sont chers aussi, comme le droit des paysans, donc, et la priorisation de l'agriculture familiale, les droits humains transversaux, le dialogue structuré avec la société civile. Tu as parlé d'un thème qui me tient beaucoup à cœur personnellement, qui est celui des savoirs qu'il y a, des extraordinaires accumulations de savoirs qu'il y a dans nos ONG, dans nos organisations aussi telles que l'UXTEF, au sein du ministère. Et donc la question, je crois, qui est vraiment une grande question que nous devons nous poser est celle: comment est-ce que nous pouvons au mieux, d'une part, capitaliser ce savoir, ces expériences qui se sont accumulées et qui sont là, et d'autre part aussi mieux l'échanger entre les différents partenaires de la coopération au développement. Je crois que c'est là un enjeu qui est très important. Mais bon, parmi les faiblesses, tu as été un peu rapide sur les faiblesses, donc je fais partie d'une plateforme internationale d'ONG où on me pose souvent la question, une double question, donc comment est-ce que vous pouvez en tant qu'ONG être vraiment encore autonome et indépendant alors que tout l'argent vous le recevez de votre gouvernement? J'exagère un petit peu, mais c'est quand même un petit peu ça, c'est-à-dire la difficulté quand même d'un plaidoyer politique si on est très dépendant financièrement du ministère. C'est en tout cas un risque, je crois, qui est réel. Et d'autre part aussi, une deuxième question qu'on me demande, est-ce que vous n'avez pas trop d'ONG? Est-ce que vous ne pourriez pas fusionner l'une ou l'autre de ces ONG et essayer de devenir peut-être plus... Oui, d'avoir des seuils, je dirais, d'une plus grande efficacité au sein de vos ONG.
Mais c'est un petit peu provocatif ce que je dis là, mais c'est des questions qu'on me pose souvent. Tout à fait, c'est des questions fort valables. Trop d'ONG, je pense que d'un côté, on a surtout trop de problèmes dans le monde. Ça, c'est très clair. Et même, je pense qu'on n'a pas assez d'ONG pour pouvoir y faire face. Par contre, là où tu as tout à fait raison, il y a un réel besoin, un réel défi de pouvoir capitaliser sur les bonnes pratiques, les savoirs, mais aussi les savoir-faire, très clairement, que les ONG ont pu développer tout au long de ces années avec leurs partenaires. Et pour pouvoir même, je pense, on ira peut-être vers là dans le futur, j'espère, se renforcer mutuellement par des méthodes et non plus justement du contenu. Je pense que ça sera un changement autant au niveau international que national, de mutualisation vraiment des savoirs, des savoir-faire des ONG. Malheureusement, ça mérite aussi, il faut savoir que la plupart des ONG sont quand même encore tournent avec des bénévoles. La majorité des ONG, en tout cas des 91 ou des 90 qui sont membres du cercle, tournent majoritairement avec des personnes qui s'engagent volontairement pour gérer clairement des projets, pour les identifier, les suivre, qui vont se former pour pouvoir le faire, tant bien que mal. Et ce qui supposera peut-être aussi, il faudrait revoir comment pouvoir les appuyer et les renforcer davantage. Là, je rejoins un peu ce que une volonté du ministère, mais qui est aussi une volonté des ONG même, c'est de pouvoir justement créer des synergies entre elles pour développer des projets en commun, pour se renforcer, pour combattre, pour justement allier ses forces et ses moyens en vue des défis dont ils font face. Ça, c'est très clair. Maintenant, je n'ai pas... je suis allée très rapidement sur les faiblesses, c'est vrai, parce que je pense qu'on a quand même aussi des forces. Vous savez qu'on a, au Cercle, nous avons développé l'évaluation à mi-parcours de l'accord de coalition. On estime, mi-parcours, il reste encore 2 ans et demi. Des choses sont encore possibles, des choses sont en train de se faire. On part aussi de ce principe, très clairement. Et on espère justement pouvoir évaluer cet accord, ces engagements à la fin et pouvoir tirer des traits beaucoup plus positifs et des lessons learned pour l'avenir. Merci. Herr Minister, das ganz viel Redesgang von Menschenrechten, Droit de l'homme und Transversalität von den Droit de l'homme. Ich weiß nicht, ob ich nicht gut geguckt und wie ich das Organigramm durchgegangen bin, halb für diese Reunion, habe ich gemerkt, dass am Anfang Droit de l'homme, wenn ich vielleicht nicht genau hingeguckt, bald nicht auftaucht bei ihr an der Kooperation. Par contre, wenn ich guckt, ob die Direktion Politik, ich weiß nicht, wie viele Leute haben dort Droit de l'homme an ihren Kontributionen stehen. Ist das so ein Partage des Tâches, den der Markt zwischen der Kooperation an dem Ministère des Affaires étrangères, auch mit Genève, mit dem Conseil des Droits de l'Homme, oder was hast du der Handel am Fug? Die freut mich schnell, die wird meine Analyse SWOT, die wird Lützburger Kooperation. Ich werde verschiedene gewisse Faiblissen, wenn es darum geht, Faiblissen zu degagieren von der Lützburger Kooperationspolitik, das werde ich verstehen. Die hat das ganz viel gesagt, ein bisschen assumiert. Ich probiere ein bisschen kurz zu sein, eine Menge Intervention. Der Paul Galles hat eine ganze Reihe von also Force schon gut resümiert. Ich meine effektiv den 1% vom RNB, den als Aide publique au Développement repräsentiert als ganz klar eng Force auch de fait, dass die Hilfe nicht liiert das gibt ein bisschen Impression, wie wir mal schon geben
ganz inkohärent Sachen, notamment an der Wirtschaftspolitik oder am Ansatz vom Sektor privé, das nicht der Fall. Wir meinen Aid non lié, wir meinen Aid, die additioniert, das ist wir holen nicht, das was man an der Klimapolitik machen oder an den Matière de Refugiés, sehen wir nicht mal an als APD. Auch das gibt als international eine riesige Kredibilität. Ich bin noch der Meinung, dass man ganz inklusiv Entwicklungszusammenarbeit machen, notamment in Bezug auf die ONG, die man ganz stark an als Arbeit mit abziehen. Sie wird bei der Formulation von den Piken, wo man mit den lokalen ONG sur place Terrain zusammen schaffen, aber auch heute zu Lützeburg, wo man ganz viel mit den ONG dialogieren, bei unseren Strategien, wo man sie konsultiert tun, am Dialog an einem Komitee interministeriell, wo man all Jahres eine Séance konsakrieren auf die Kohärenz der Politik, wo man natürlich auch all Chaos am Dialog stehen mit den ONG, wenn sie dann gute Ideen haben oder wenn sie Apporten haben, die man zu unserer Politik. Ich meine, das auch ganz klar eine Charakteristik von unserer Kooperationspolitik. Was Menschenrechte angeht, ihr wisst, dass die Entwicklungszusammenarbeit eng von den 3 Achsen ist von unserer Außenpolitik. Menschenrechte sind ganz wichtigen politischen Punkt an unserer Außenpolitik. Wir auch an der Entwicklungszusammenarbeit haben wir eine Politik für Défenseur des droits de l'homme. Wir haben auch Alkeas an all unseren Partnerländern als der Punkt an unserem Dialog Politik, dass wir die Gouvernance schwätzen, dass wir die Rechte von Oppositionellen schwätzen, dass wir die Situation der Menschenrechte ganz klar schwätzen an unseren Partnerländern. Das zieht sich durch als ganz Kooperationspolitik. Das ist natürlich schwer mit dem, was wir machen, par ailleurs an unserer Außenpolitik. Dafür muss ich nicht am Organigramm 7 Posten stehen und das ist etwas, was viel ruhiger ist für uns, was ganz klar als Politik mit definiert. Und gebe ich auch ganz klar als eine Stärke von unserer Entwicklungszusammenarbeit bezeichnen. Was die Risiken angeht, so sind ich ganz d'accord mit Paul Galles. Das hauptsächlich an der Sahelregion, wo man gesehen, dass man Probleme haben an der Region. Die Sekuritätlage, notamment hauptsächlich am Burkina Faso, aber auch am Mali, an der Hauptsache, aber auch am Niger, zum Teil auf verschiedenen Regionen, man dabei an den Ländern nicht mehr einfach. Es wird immer mehr schwer, in verschiedenen Regionen vom Sahel aktiv zu sein. Das gilt für uns, das gilt für als Ambassaden, als Attaché d'Affaires, an die Leute, die da arbeiten, aber auch natürlich für die Leute von Luxdef Terrain. Wir arbeiten natürlich auch an den Ländern ganz viel mit ONG zusammen, über die wir als Projekte umsetzen. Aber das möchte alles natürlich nicht mehr einfach. An einem, wie gesagt, ganz komplexen Umfeld, wo zu den sekuritären Krisen den Klimawandel dazukommt, Probleme von den Bauern, Land, was immer mehr geht. Und das alimentiert natürlich, das eine alimentiert das andere. Das ist ein Teufelskreis, den du am Gang ist, sich zu passieren. Und ich meine, es gibt auch kein One-Size-Fits-All und es gibt auch keine enge Solution Miracle. Ich meine noch nicht, dass der Klimawandel sich ansetzt für eine Verbesserung von der Umwelt. Das ist ganz klar ein Levier, den wir auch an als Politik mit rangeholt haben, über die Strategie Environnement, die wir definiert haben, wo die Dimension Umwelt und Biodiversität an all unsere Projekte eine transversale Dimension ist, gerade so wie den Gender, natürlich auch wo man auch über Projekte mit anderen Ministerien, wie dem Ministère vom Environnement und dem Ministère von der Energie, auch immer mehr an unsere Partnerländer Projekte an dem Bereich machen. Ich meine, das kein Allheilmittel, das ist eine Dimension von der Problematik.
die zu dem Nexus geheiert, den auch ugeschwert gin ass. Das eng Dimension von der Komplexität. Ich mengen, dass Kooperation sich dadurch auszeschen, dass man agil sinn, auch mir dat gesinn während der Pandemie, mir konnte ganz schnell ganz effikaz als umstellen op Bekämpfung auch von der Pandemie, international mat Partnerorganisationen a woch an Partnerländer an, wie gesot, ich sind noch der Meinung, dass man innovativ kreativ sind an dem wat man machen. Wat schwächten nu geht, si immer mat denselbechte Probleme konfrontiert wie all aner Developmentsakteur. Hun de Moien war op France Culture den Direktor, de CEO vun der Agence Française de Développement, den du am Entretien war an die Sachen, die du ugeschwert gesinn, hunn eng ganz groß Ressemblenz mat denen, die man Nowenteil auch uschwätzen. Dat hecht alt Developmentsagenzen, alt Kooperations Politiker an Akteuren vun allen Organisationen si mat den selbechten Schwierigkeiten konfrontiert an muss gucken, dass se op eng innovativ an awoch mat méi Ersatz vum Privatsektor, Mobilisation vun der Privatfinanz och gucken, dass man als Zieler méi effikaz erreichen. Merci. Ich will nach Apple so schwätzen, was mir, muss ich so, wirklich gut gefallen hat. Die wird bei den Ministern von der Kooperation von den wenigen, die während der Corona-Krise und noch während der COVAX-Programme jedenfalls matt ugedurcht tun, dass vielleicht eine Patentfreigabe von den Impfstoffen eine Solution wäre, die möglich wäre. Da wäre ich ganz erstaunt, dass die anderen Kooperationsminister sich mehr wie bedeckt gehalten haben und wir am Anfang da aber immer als Schemen zurückgefallen sind, wo wir als Surplüsse verteilen und die Männer wie mir. Und ich meine, da wäre die Kooperation nicht das, wie es hätte sollen sein. Und da hat auch ein bisschen die europäische Kooperation, von dem wir noch nicht viel geschwärzt haben. Das war auch vielleicht eine Faiblesse von dem Forum-Dossier, was auch vielleicht einfach nicht mehr, weil nicht ganz viel da zu sagen, also da positiv zu sagen, da sind ja vielleicht zu viel negativ. Und ich meine, wir können nicht mehr hoffen, dass an dem nächsten Sommet, den Loas zwischen der Union Africaine und der Union Europäenne, der 17. und 19. Februar, dass da mal löser aber mal neue Sachen ugedurcht gehen und dass neue Initiativen geholt gehen. Wenn der Lehrer mal zu dem dritten Teil übergehen, das den, was für neue Ideen können wir am Anfang developieren, wie können wir machen, dass die Kooperationspolitik, die wir ein bisschen mit der SWOT-Analyse durchguckt haben, dass die vielleicht qualitativ noch besser geht, dass sie mehr global geht, dass sie mehr Agent de Changement entwickelt, dass sie mehr Empowerment möchte, was für Instrumente können wir als gehen, für dass die Politik da wirklich zu einer Pionierpolitik auf europäischem Niveau entstehen. Darf ich mal dir fänken, Herr Minister, weil ich meine, die muss um 12:30 gehen, dann... Ich muss noch packen, das noch nicht geschieht. Ich kann nicht mit einem T-Shirt an Afrika reisen. Ja, also, was muss geschehen, dass man noch besser gehen? Ich meine, wir müssen probieren, und ich fand, dass man das schon gut machen, wirklich noch mehr konsequent auch als eigene Strategien umzusetzen. Ich finde gesagt, wir haben eine Entwicklungszusammenarbeit schon seit langer Zeit, die wirklich, wo der Mensch am Mittelpunkt steht, wo man an den sogenannten Least Developed Countries hauptsächlich NRW sind. Das heißt, alle Länder, die an dieses Development ganz hanne stehen, wo man wirklich schon seit Jahrzehnten auf Education setzen, auf Santé setzen, wo man Formation professionell machen, wo man Dimension Gender an den Vordergrund setzen, weil man einfach gesehen,
dass alles dummer da aufhängt. Es fängt alles dummer da an, dass in den Menschen eng Grundlage gibt, dass in ihnen, dass sie genug Zissen haben, dass sie können, dass sie können, dass sie eine gute Education und dass sie an die Arbeit kommen. Und da das viel Rouge, den nach wie vor extrem valabel ist, wo man mengen ich mit denen neuen Instrumente, die wir entwickeln, und das sind Instrumente, die sollen auch als solch gesehen. Sie hat die Digitalisation, sie hat Finanz inklusiv, Mikrofinanz, Mikrokredite, all die finanziellen Instrumente, mit denen wir oft Frauen de Weh an Entrepreneuriat möglich machen. Sie hat doch nur vielleicht den Space, das Setzen von Bilder von der Erde für den Klimawandel zu bekämpfen, für Drüschend, für Überschwemmungen, für eine bessere Agrikultur zu kreieren. Auch da sind, du gehst ganz gut an neue Instrumente. Für all diese Sachen anzusetzen, und wir haben das ja schon fertig gebracht an der Vergangenheit. Wir haben mit Emergency LU ein ganz innovatives Instrument an die Leben gerufen für uns 10 Jahre. Wir sind Pionier im Bereich von der Finanz mit die Risking-Fonds, die wir zusammen mit UNO-Agenzen aufgesetzt haben, für auch die Levier zu schaffen, für neue Akteure aufzubringen, auch an der Agrikultur, am wirtschaftlichen Bereich. Und ich meine, all diese Sachen sind die Hummer, wir haben Strategien gehen, wir haben auch am Anfang eine Pan-Gouvernemental-Politik, wo man mit anderen Ministerien zusammen schaffen, für justement die Differenz zu machen in Ländern, wo das Sinn macht. Der Cap Vert ist ein von den Ländern, wo man da an einen Peak angebaut haben, wo man einerseits erneuerbare Energien machen, weil das ein Land, das ganz stark mit einem Problem von Trinkwasser zu kämpfen hat. Desalinisation ist ein Sujet. Wir haben das auch verknüpft mit Formation. Wir haben ein Centre de Formation an den erneuerbaren Energien, wo Junker lehren, Photovoltaikpanels reparieren, Eolienen zu reparieren, an Stand zu setzen. Und das sind so Sachen, wo man durch eine intelligente Politik wirklich fertig bringen, eine Differenz zu machen, wo man Hoffnung schaffen, wo man Arbeit schaffen, wo man wirklich das Leben von den Leuten verbessern. Und das ist eine Politik, wo man die durchziehen, auf denen Lügen, an denen Plätzen, die wir als rausgesicht tun, und auch das an der Dave machen, weil ich meine, das ist auch auszeichnend an einer ganz, sowohl mit unseren Partner am Multi, mit den UNO-Agenzen, aber auch mit unseren Partnerländern, das justement, dass wir schon lange da sind, dass wir langjährig Partner sind, dass wir an der Dave schaffen, dass wir viel échangieren mit unseren Interlokuteuren und dass wir auf die Art und Weise fertig bringen, auch gute Projekte zu machen, gute Programme, die wirklich ein Plus bringen. Ich meine, das ist für mich Perspektiv, wie man sollten Führer schaffen. Merci, Herr Minister. Ich gebe gerne vielleicht weiter eine Interrogation machen, da das die mir an dem Forum-Dossier an ich meine, die hat schon darauf hingewiesen, an dem kleinen Gespräch, was wir für tun hatten, auch eine Note Lektüre gemacht über das Buch von Olivier de Sardin, La Revanche des Contextes. Was sieht das Buch? Das Buch sieht am Anfang geschrieben von einem Typ, der seit über 30 Jahren am Niger tätig ist, und du wirklich alles versicht hört, für dauernd alle Kutze sind, die seht, mir haben heinst du die besten Ideen, aber wenn man es dann muss man seine Realitäten am Terrain konfrontieren, da geht es schief, weil die eben nicht angepasst ist. Und da frage ich mich immer, wie können wir es fertig bringen, eine neue Kooperationspolitik für die qualitativ zu stärken, die Voix du Sud, ich nenne es mal so, also das, was von den Experienzen vom Terrain herabkommt, was da experimentiert wird, das besser an eine Kooperationspolitik abfließen zu lassen, und nicht nur, sagen wir so, auch nach die bestmöglichen Ideen hier zu developieren, die aber vielleicht nicht konkordieren mit dem, was den Terrain braucht oder was vom Terrain gewünscht ist.
Ja, also schon das Buch auch zur Kenntnis geholt. Ich hatte dein Compte-Rendu gelesen, war dein Groupe France Culture, moi auch mit Olivier de Sardon, mit Autor, mit Olivier de Sardon. Das hat mich immens interpelliert, weil effektiv den Kontext etwas ist, was natürlich eminent wichtig ist, was wir auch probieren, wirklich immer anzubauen. Ich meine, wenn wir als Programme machen, als Picken, macht man das, wie gesagt, mit Abonnung von lokalen ONG, natürlich auch mit unseren Kooperants sur place, mit den Leuten von Luxdef, die den lokalen Kontext ja kennen. Mais Navel ist das effektiv ein ganz valabler Punkt. Es gibt ja auch viel Literatur immer mehr über die Evaluation, wie ein Projekt evaluiert, wie kann das lehren. Und das ist etwas, was ich wirklich, wo Ökonomisten drauf schaffen, Esther Duflo schafft ganz viel drauf, andere auch, wo ich auch wirklich gerne next year eine Konferenz organisieren, für was nicht du handeln sur place oder etwas für eine Reflexion zu führen über die Evaluation. Wir schaffen auch an der Kooperation natürlich ganz stark dort ein neuen informatisches Programm, die man gegangen sind zu entwickeln, für als Projekt besser zu gerieren und noch für sie mehr kohärent können zu evaluieren. Auch das gehört zu einer effikasser Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, den Wolle von der Evaluation erwähnen, effektiv den Kontext wirklich kann besser en compte holen als eine ganz wichtige Idee. Überhaupt haben wir eigentlich als westliche Länder natürlich oft den Kontext komplett missachtet, wo violiert. Ich meine, die ganze Kolonisation, auch noch nach der Independance geschieht in Afrika, als eine Missachtung von dem lokalen Kontext ganz viel. Und ich meine, dass man, wenn man justement die Differenz machen, mehr effikaz gehen, ganz viel müssen auf den lokalen Kontext, auf die lokalen Begebenheiten gucken. Wir machen das, wir kann den Sachen immer sicher noch besser machen. Merci, das schenkt mir eigentlich immens wichtig, weil wenn ihr guckt, den Unterschied zwischen der Dokumentation, die wir gemacht haben für rund 13 Jahre, am Forum, an die wir gemacht haben, und da seht ihr effektiv, dass ein richtiger Reveil ist an Afrika von Leuten, die da über sich schreiben. Es sind nicht nur momentan Theorien, die entwickeln über Afrika oder über Afrikaner oder über Entwicklungspolitik mit Afrika, mit sie Leute aus Afrika, die sich selber an die Hand holen, an hier Zukunft artikulieren, an versuchen zu formieren. Ich denke nur effektiv, wo Leute, die der Minister genannt hat, wie, ich weiß nicht, den Olivier de Sardon, aber auch Leute wie den Achille Mbé oder wie den Esther Duflo effektiv oder wie der Felvin Sarr oder wie der Suleiman Bachir Diagne. Und ich meine, alle Guten, die Leute, die in rundherum den Atelier de Dakar da hat, wo effektiv eine ganz Reflexion am Kommen ist, die wichtig ist, für dass man nicht mehr an der Situation dran sind, wie eine gute Freundin von mir gesagt hat, für eine Reihe Jahre an einem Buch, Aminata Traoré aus dem Mali, Le Viol de nos Imaginaires. Wir haben die lange Zeit, die richtig violiert, an ihrer Art und Weise, an ihrer Manier, an ihrer Möglichkeit, für sich selber zu denken, an eine Zukunft ranzusehen. Ich meine, wenn den hört, was den Sarkozy oder andere gesagt haben, dass Afrique n'est pas l'entrée dans l'histoire, an all die Geschichten. Ich meine, man muss endlich darüber rauskommen, an ihnen die Möglichkeit geben, sich selber an die Hand zu holen und zu developieren. Schwätzen darum zu viel, sorry. Nicole. Oui, ça m'a fait penser à si on veut vraiment décoloniser, c'est tout un concept. En fait, c'est tout le concept du développement qu'il faudrait clairement remettre en question. Et je pense qu'un dialogue entre des acteurs
peut rester de manière peut-être trop générale. Par contre, on pose très rarement la question aux acteurs de terrain, justement, quels sont leurs objectifs? Comment est-ce qu'ils comprennent nos propres objectifs ou ce qu'on tente de développer et comment on veut le développer avec eux? Donc je pense que si on poserait cette question, on serait peut-être étonné des réponses qu'on pourrait avoir. Il s'agit quand même d'une question, d'une réflexion de fond qui doit aller au-delà en fait, des projets et des programmes pour vraiment re-questionner ce qu'en fait notre stratégie, en fait, voire même toute la stratégie générale avec les différents acteurs. Je pense que si on veut vraiment redonner l'espace de repenser les objectifs et même les actions aux organisations locales ou aux acteurs locaux, ou le faire ensemble, à ce moment-là, il faudrait concrètement aussi pouvoir remettre en question nos coopérants, autant au niveau des agences, mais aussi au niveau des ONG. Très clairement, qu'est-ce que ça veut dire encore être un coopérant au développement actuellement, et qu'est-ce que ça voudrait dire si on remet en question justement notre manière de faire et on laisse plus d'espace à d'autres. Je pense que c'est une question qui se pose, qui est simple à poser. Non, je n'ai pas la réponse, mais je pense que là, on devrait aussi décoloniser les imaginaires fortement. Je pense que dans les méthodes, on peut utiliser effectivement, on doit utiliser des évaluations pour savoir très, très clairement quel est l'impact qu'on a eu sur la population, sur les objectifs qu'on s'est donnés. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on fait énormément d'évaluations, surtout dans le secteur de la coopération au développement, qui ne sont pas forcément réutilisées ou qui finissent au fond d'un tiroir. Ça nous arrive à tous. Hein. Je ne vise pas, je ne pense pas que ça puisse être un souci juste du ministère ou des administrations. Je pense que c'est une culture, on est dans une culture d'évaluation où on évalue tout et rien. Et finalement, on n'arrive quand même pas, on n'arrive pas à en tirer les leçons concrètes. Et je pense que là, il y a vraiment des réflexions à se faire pour pouvoir avancer. Si on veut aller dans de nouvelles méthodes, on devrait aussi pouvoir, je pense très clairement, re-questionner. On accorde une grande importance à ce qu'on appelle l'éducation au développement ou l'éducation à la citoyenneté mondiale, où on tente justement de sensibiliser la population luxembourgeoise aux enjeux mondiaux. Et cette critique, en fait, on devrait la poser aussi sur notre propre société. Si on veut avoir des changements dans le monde, on devra peut-être aussi changer nos manières de faire. Et là, c'est très clair que ce n'est pas juste des méthodes. Je reviens sur la cohérence des politiques parce que je pense que c'est vraiment un des éléments phares qui peut amener des changements dans le développement et remettre en question certaines politiques, notamment commerciales, qui contrecarrent les efforts de coopération, devraient devenir vraiment un défi au niveau national, au niveau européen et au niveau international dans les institutions où Luxembourg est représenté. Et clairement aussi pour les organisations de la société civile avec leurs réseaux internationaux qui développeront ou qui développent déjà beaucoup plus d'expertise sur la manière pour pouvoir faire la veille et dénoncer clairement ce qui ne va pas. Oui, et j'insisterai vraiment juste sur le re-questionnement du développement, très clairement, mais pas juste des développements dans les pays qu'on appelle en voie de développement, mais de notre propre développement. Est-ce que notre société, on peut vraiment la considérer développée? Et je pense qu'il y a certaines
il y aura sûrement certaines réponses dans lesquelles on doit nous-mêmes aussi pouvoir s'améliorer et dont on pourra on pourra apprendre ou s'améliorer par rapport à d'autres. Merci, Nicole. Bist du vielleicht eng provokativ froh und Paul Galles? Dir sie Teil als Vertreter von der Opposition an einem gewissen Sinn. Ich meine, hauptsächlich als Paul Galles, man hat ja am Vieraus gesagt, ich meine, das ist ganz klar. Wo dir die Impression, auch von der eine ganz gute Intervention mehr an der Chambre, zum Beispiel am Debat annuell über die Kooperationspolitik, dass da irgendwie etwas könnt bewirken an unserer Entwicklungspolitik. Wirkt das irgendetwas oder sind so Exercicien, bisschen Rituale gehen, die vielleicht interessant sind für Informationen nach außen zu vermitteln, mehr aber nicht am Decisionsprozess, am Prozess tout court von einer Entwicklungspolitik eine Rolle spielen. Also ich gebe mich selber noch all die in der Chambre intervenieren, nicht sehr weil man geben so natürlich just ein Ritual, was findest im Ritual aufgehalten wird. Da gibt schon Ideen ausgetauscht. Und ich verstehe auch die Chambre, das Parlament so als eine Ideenfabrik, wo man das kann austauschen, wo man mit diskutiert. Und das passiert auch am Kooperationsdebat. Ich muss auch da wirklich sagen, dass der Minister da immer ganz offen ist, für die Ideen dann anzuhören und auch darüber dann auszutauschen. Das ist an dem Sinne noch ein Fried für mich, dann noch Sachen zu suchen, die vielleicht haben, wo wir nicht derselben Meinung sind, aber trotzdem da können wir mit Respekt die Sachen zu formulieren. Also von daher ist es kein Rang-Ritual, du siehst schon Sachen. Und, ich habe einen Eindruck, was den Sachen mir oft sieht, was die Chance mir groß ist, für dass sie dann irgendwo hinfeiern. Und so sind ich tatsächlich wirklich der Meinung, dass die Klimakrise als Kooperationspolitik in Zukunft wird verändern. Ich meine das wirklich. Und ich so nur gesagt, wir haben zwar die Strategie Environnement, das für eine Transversalstrategie, die durch Projekte dadurch geht, dann noch durch die verschiedenen Akkorde. Aber ich meine, dass sie nach einer die Klimakrise wird nach einer als Kooperationspolitik dramatisch verändern, meine ich schon. Wenn du laut froh nach einem Druck gehangen hast, wo ich noch gesehen habe, was du noch machen kann oder was du nur noch kein besser machen, dann hätte ich Folgendes geantwortet. Was du noch machen kann, ich meine zum Beispiel, wo Kooperationsverträge mit Burkina Faso und Mali an der Schwierf hängen. Ich formuliere das zwar echt als froh, weil ich bin nicht ganz sicher bin an dem, was ich so ich weiß auch nicht genau, wie der dann auflebt. Aber du brauchst einen Dialog mit den ONG, die eben da engagiert sind, für dass die eine gewisse Planungssicherheit kriegen, was die sollen machen, ob sie sich weiter engagieren sollen während einer Zeit, wo die Sekuritätssituation nicht sicher ist. Es sind noch am Gemeinderat von der Stadt. Ich weiß, dass wir als Stadt Lützeburg ein Projekt haben, ein ganz gutes Projekt haben, mit der Croix-Rouge Wasserprojekt in Burkina Faso. Zum Beispiel stellt sich auch für Reisen in der Stadt dann froh, wie sollen wir zum Beispiel weiter planen. Das ist etwas, was ich ganz konkret direkt machen kann, aber stellen als froh, weil ich wissen, ob es vielleicht schon geschieht ist. Der Zweite, das ist etwas, ich will interessanterweise, letztlicherweise durch, wie der Herr Minister gesagt hat, dass er nicht mit einem T-Shirt kann an Afrika reisen, das stimmt. Ich finde, das ist eine nicht kausale Assoziation, die ich mache, wenn ich an ein T-Shirt denke, weil ich weiß, ich will mich mit der eigenen Nuss. Ich weiß nicht immer, wo meine T-Shirts herkommen. Also solange mir, ich selber, und ich weiß vielleicht nicht oder andere von euch auch, solange ich auf alle Fall weiterhin mein Konsum so gestalten, wie ich ihn gestalten, und nicht mehr darüber nachdenken, was ich unhören, was ich essen, wie ich mich verhalten, reproduzieren ein System, von dem ich weiß, dass es dazu beiträgt, dass die Ungleichheiten in der Welt nicht mehr klein gehen. Und da kann natürlich Kooperationspolitik hingehen, und immer neu sich lancieren, wird das auszugleichen, und immer neu sich lancieren für Plostren zu passen, vielleicht auch tatsächlich ein mehr zu machen, wie das, was ich gerade am Gange sie Futti zu machen. Aber ich meine, dass Kohärenz der Politik auch eine Kohärenz der Pensée muss sein, und dass ich da selber auch mein eigenes muss hören, für zu überlegen, wie ich mein eigenes Leben planen und gestalten. Ich weiß, wie ich erfeiert bin, wie die Ausstellung um Belval war, All We Need, aber wie dann Hanno zum Schluss ausgerechnet genoss, wie viele Planeten das ich verbrauche. Ich bin ja nur nicht mit Fred die Rutschbahn darauf gerutscht. Also das hat mich immens stark markiert. Dann seitdem überlege ich darüber, und ich muss zugeben, es ist noch nicht auf den Punkt gekommen, wo ich kann sagen, ich will wirklich das Beispiel bei der Kind gehen. Wenn ich da als letzter Punkt noch ausschließen, ich will trotzdem die Frage vom Leberkettegesetz an den Raum werfen, ohne einem den Kopf zu schlagen. Ich meine, dass da zum Beispiel ein politisches Instrument ist,
für eben genau die Dote von der Kohärenz des Pensées weiterzutreiben. Weil ich weiß, wenn ich zu irgendeinem so, oh, du vielleicht ein bisschen meiner Pflege ist, ein bisschen eine Stunde, ich kenne kaum ein politisches Instrument für das umzusetzen. Ich gehe nicht hin und ich verbitte einem das. Ich hoffe darauf, dass mir das alle gut von einer selber verstehen. Mir beim Leverkette-Gesetz haben wir aber zumindest einen kleinen Hebel. Und ich weiß, wir als CSV, wir hatten uns an dem Wahlprogramm geschrieben, dass von der Freiwilligkeitselan von Entreprisen zu Lützeburg nicht durchgehen. Da geben wir dafür antreten, dass es eine Jurisdiktion gibt, dazu gehen. Du kannst natürlich an die Wohlschule von der Freiwilligkeit draufwerfen, dass ihr seht, die 50 Entreprisen zu Lützeburg, die sich freiwillig engagiert haben, für auf die Lieferketten aufzupassen, und auch Entreprisen aus dem Finanzsektor übrigens. An der anderen Seite kann aber so an die anderen Wohlschule kann immer noch geheim, sind aber eine ganze Reihe Bad Guys oder Bad Boys oder Bad Girls, ich weiß nicht, was dann was, NRW, von denen wir auch nehmen wissen, an die auch immer im Gewurge von der Initiative rund um den Devoir de Vigilance, die das nicht machen. Und dann stellt sich vor, wo sind wir drin? Die europäische Gesetzgebung lässt auf sich warten. Ich meine, Ende Februar soll endlich der Moment sein, wo der Kommissar rein das dann vorstellt, dass aber manchmal für 5 oder 6, dass der Moment könnt, wo es angekündigt ist. Und dann ist nach kein Direktiv, und da riskieren wir, dass es so geht wie mit dem europäischen Reglement über Konfliktmineralien vom 1. Januar 2021, meine ich, wo die internationale Gesetzgebung übersah das. Wir riskieren, dass es trotzdem sich herauszögert. Und ich stelle mir im Moment gerade die Frage, und ich hatte ja auch als Question parlamentär formuliert, mit das wirklich als Frage formuliert, sind wir nicht am Punkt, wo man irgendwann denken muss, so, wir müssten national eigentlich einen Schritt mehr weit gehen, weil europäisch nicht das passiert, was man braucht. Und ich formuliere einfach als Frage, ich meine, dass es ein Instrument von denen, das wir können nutzen. D'autant plus, weil heute auch noch die finnische Regierung angekündigt wird, an die Richtung wollen zu gehen und damit als Land mehr dabei kommen. Aber weil man natürlich gerade diese Menschenrechtsrote haben, ich meine, denen als tatsächlich wie den Außenminister immer sieht, auch eine gewisse Verantwortung gibt. Merci, ich gebe gerne ein bisschen aber nach in den Saal gehen, dann müssen nach ungefähr so maximal eine Viertelstunde Zeit mit den, ich meine, Herr Minister wollte noch etwas sagen oder reagieren, ob das was gesagt ist. Also, wie ich vom T-Shirt geschwärzt habe, ich natürlich von einem Fairtrade-T-Shirt geschwärzt. Ich brauche mehr wie, weil das 30 Grad am Niger Tisch, wenn ich will ein bisschen Dignement durch da gehen, dann muss ich ein bisschen, weil da brauche ich mehr wie. Gibt auch schöne Boutique am Hamilius. Ja, ich weiß, wir hatten da ja eine ganz gute Kampagne, Rethink Your Clothes, mit Fairtrade, mit Caritas, wo wir justement auch die Sensibilisierungsarbeit gemacht und das war unterstützt von der Kooperation, mit wo eben eine ganz forte Kampagne gemacht haben, dass viele Leute eben 8 Jahre nach Rana Plaza, dem Katastrophe in Bangladesch, darauf zu sensibilisieren, dass das, was sie kaufen, die T-Shirts, diese kaufen für 3 Euro an irgendeinem Fast-Fashion-Shop, dass das alles auch Konsequenzen hat. Ich meine, das gehört auch zu der Arbeit. Das ist nicht just Lieferkettengesetz, die wir noch nicht alles vermischen. Ich muss so um Lieferkettengesetz sind ich am Anfang relativ détendu. Ich sind den nächsten Minister, den Wirtschaftsminister, den an als finanziell Äden ein Klaus angeschrieben hat, wo die Unternehmen sich müssen dazu verpflichten, für Menschenrechte zu respektieren, an ihre schönen Valeuren als Konditionalität für die Aid zu kreieren. Dasselbe tun wir auch an einem Business Partnership Agreement, an der Kooperation. Da das für uns nicht gemacht geht. Natürlich, ich glaube ganz stark an den Respekt von den Menschenrechten an den Lieferketten von den Unternehmen. Aber ich stelle mir just Fragen über das Instrument und über Waffen. Das adäquate Instrument aus einem Land wie Lützeburg, weil eine Ökonomie hat, die ein bisschen speziell ist, kleine Open Ökonomie, wir nicht wie Frankreich ganz viele Unternehmen mit mehr wie 4.000 oder 5.000 Mitarbeiter mit 100 Millionen Chiffre d'affaires. Das sind die Säulen, die dann manche von den Ländern gibt, die so ein Gesetz haben, hauptsächlich Frankreich, was 2017 so ein Gesetz angefordert wird. Das stellt sich froh, ganz konkret, was man selbst machen. Und ich höre auch die Stimmen, die nur rufen,
Wafre Champ d'Applikation brauchen wir, wafre Entreprisen visieren wir gerne, wafre Aktivitäten für wafre Menschenrechte auf verschiedene Länder limitiert sich auf Cannabis oder auf Trade von Menschen, machen wir noch gerne andere Menschenrechte dran. Und das sind aber Fragen, auf die ich muss antworten. Ich finde auch, dass der Assoziation von den ONG gesagt, die sich dafür einsetzen, dass ich wirklich gerne noch mal von ihnen gefeiern, weil den Teufel leidt im Detail, was da wirklich die Parameter sind für so ein Gesetz. Weil das sind die Fragen, die ich muss lesen. Das sind alles Themen, die sind abordiert am Rapport von Dr. Baglayan, die sich mit dem Sujet ganz im Detail auseinandergesetzt hat, im Kader von unserem zweiten Plan d'Action national, wo ein Komitee interministeriell drauf geschafft hat, wohin sich wirklich muss fragen, was machen wir gerne, dass es effektiv ist, nicht dass es just Fassade ist, weil kann ich natürlich etwas machen, was dann wunderbar ausgesät, wir werden nicht immens effektiv ist, en fin de compte. Wenn ich wirklich gerne eine Differenz möchte Terrain, wie muss das, wie von unserem Tissu Ökonomik, wie muss das réellement ausgesehen? Und da das, du nicht viel Antworten drauf hören, wirklich nicht. Das geht nie weit, die wird da draus von, wir hätten gerne ein nationales Gesetz, weil es dauert zu lang europäischen Niveau. Und, ich bin der Meinung effektiv, dass es besser wäre, wenn wir eine europäische Legislation hätten, wenn wir ein Terrain de jeu unik hätten, den sich in jedem Verein applizieren. Einen ambitiösen Text, nicht nichts, was nicht will aussuchen. Ich weiß auch, dass den Text, ob sich schwer liest, sicher zu lang, ob sich schwer liest, das ist extrem politisch. Das wäre doch nicht gediesen mit dem Text von der Kommission, das geht nur an den Trilog, da geht doch noch ganz stark diskutiert mit dem Europaparlament. Da gibt es Tensionen, aber das sind so die Tensionen, die wir haben, manchmal wirklich am Kontext von einem richtigen Mainstreaming als seriös von den ESG-Normen. Das darf nicht schon auf freiwilliger Basis sein, das muss normativ gehen. Aber da sind wir als Länder, mehr auch am europäischen Niveau, an der Konversation mittendran. Und ich bin der Meinung, dass man da eine ambitiöse Position haben als Lützenburg, und dass man nicht unbedingt für eine Kar sprangen oder mal nicht mit einem Text, den nicht auf unsere Ökonomie passt. Si je peux peut-être rajouter concrètement quelque chose par rapport à ça, c'est clair que ces discussions, ou en tout cas la proposition d'un devoir de diligence et de l'agenda, parce que la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, a montré très clairement ses limites. D'autre part, tout ce qu'on met en place actuellement n'a aucune force. Je veux dire, elle n'engage en rien la responsabilité de l'entreprise sur ces chaînes de valeur. Et là, on a quand même une grande différence. Vous disiez il faudrait aller plus loin. Vous avez tout à fait raison. Ça ne sert à rien de juste demander une loi pour une loi. À ce sujet, je pense que vous ne l'avez pas encore reçu peut-être, mais on vous a envoyé, les membres de l'initiative pour un devoir de vigilance ont envoyé justement une proposition des principes et des notions clés qui pourraient être contenues dans une telle loi, et en quoi est-ce quel pourrait être son champ d'application au Luxembourg, très clairement. Ça a été envoyé le 20 janvier, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une base pour discuter. Après, les ONG ne sont pas des juristes, en tout cas pas la plupart d'entre eux. Il y aura tout un travail à faire sur la faisabilité, effectivement, sur les critères, en intégrant bien sûr aussi les représentants des firmes, des entreprises, en discussion, voire même, pourquoi pas, des syndicats, pour mettre en œuvre justement une telle loi. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que cette loi est réalisable, elle est utile
est nécessaire, justement pour la coopération au développement, entre autres. Merci. Vielleicht aber eng oder zwei Interventionen aus dem Publikum hier mal zu machen. Das ist aber die Möglichkeit der Not, weil der Bärobers, dass man nach zusammen sitzen und échangieren. Also da soll es kein sich dann zu viel frustriert viele. Als ich den Not den nach will der Person. Ich komme mal das Mikro dafür, dann benutze ich es. Ne? Ich wollte vom Herrn Freier wissen, wen geht op de Somme vun der EU mat der Afrikanischer Union den 17. und den 19. Februar zu Brüssel? dass den Außenminister geht. Ja, okay. Dann ass még froh un Parlamentarier, dat ja Menen an Nicole, geht dem Minister an den Somme mat den Afrikaner mat engem Mandat vun der Chamber. Das ist ein ganz gut Vorherrscher, das ist ein Vor, die sich oft stellt bei denen Sommen, die stattfinden, überhaupt auch bei allen Conseils-Treffen. Sonst geht das Mandat nie angeholt mit eine Tradition. Ich meine, die go wird, aber die geht am Ende mit der Chamber für drin, Minister Fred für Lunch zu kommen und hin zu der Chamber zu präsentieren, was sie da werden, für eine Position vertreten. Ich meine, das ist ja ein großer Enjeu. Die Europäische Union als de gréste Player wat Entwicklungshilfe gelangt. A vun do hier as jo net mit dem Europaparlament wat do en droit de surveillance van so Kasoen. An diesem Fall beim Sommet as het Lützebauer Minister, den do hingeht, dat hecht den as ich als Chamber Rechenschaft durch am Vierhaus an an noch de no. An még vorgeht an noch hun Nicole, wat ass par rapport zu dem Sommet ze erwerde vun der Zivilgesellschaft. Ass dat Appppes wat déi beweegt, well der Sommet ass net all darin, an die noch net immer unbedingt vun so dramatische Situationen wie am Mali oder wie am Burkina am Schierto vun der méi dat ass ja awer och e witgen Enjeu zu dem gegebenenfalls auch Zivilgesellschaft bis so net. Merci. Oui. Voilà, ich meine, da sind die zwei ein bisschen nur gesperrt, also jedenfalls Nicole. Ich wollte just präzisieren, da die letzte Summe war 4 oder 5 Jahre, also das etwas, was effektiv wichtig ist, weil es nicht so oft da ist. Ich meine, das auch an der Situation, wo die Union Afrikaine sich getroffen hat, auf der einen Seite eine Reihe Decisionen geholt hat, und auf der anderen Seite auch, wo Cotonous Vertrag rausgelaufen ist, an neue Initiativen musste geholt werden, um eine gemeinsame Kooperationspolitik zu entwickeln. Ce sommet va être un réel défi, notamment pour les organisations de la société civile africaine. On se rend compte en fait qu'ils risquent malheureusement de nouveau de ne pas accorder d'espace, très clairement, aux concernés, aux organisations de la société civile qui en fait ont déjà des problèmes à avoir des sièges, pas des sièges, des autorisations pour pouvoir y assister, avoir des problèmes pour justement pouvoir être représentés à ce sommet. Et un peu comme ça a d'ailleurs été le cas quand même de la COP26 aussi, très clairement, et d'autres grands rassemblements qui parfois sont monopolisés par plutôt les pays donateurs, les bailleurs, que par les acteurs. C'est très bien. Actuellement, c'est surtout notre confédération européenne, Concorde, qui est en relation avec des plateformes d'organisations africaines pour justement voir qu'est-ce qui est important pour eux d'amener là-bas, de représenter, quelles sont leurs préoccupations, à peut-être même devoir relayer par les organisations de la société civile européenne. Le meilleur cas serait justement que les organisations de la société civile africaine aient elles-mêmes l'opportunité de présenter leurs préoccupations et de participer à ce sommet. Merci. Charles?
Ich wollte eine Frage abbringen, die mir viel ONG, zu viel Fragezeichen, Ausrufezeichen. Herr Minister, wie ist es mit dem Assessment bei der Bevölkerung? Wir sagen immer, Paul Galles hat es gesagt, ich will doch leben, dass die Leute, wir sind aufrecht, wir stehen der Hand, das letzte Budgetprozent vom PNB all Jahr gibt. Für die Solidarität, die der allen drei dabei wünscht, sot an der Bevölkerung, als wissen wir das. Wir leben in einer Gesellschaft, die für Solidarität nicht so, wie es so strotzt, für den Moment. Können wir wissen, die Leute Mino bringen, weil auch die ONGs 10 hat sich professionalisiert an der ganzen Aktion humanitär, wie die ein Teil von unserer Sozialkohäsion herausgemacht hat. An den Quartieren, an den Dörfern und so weiter, wo Pater war, da eine Schwester war oder so, in rezenten Zeiten ein Ingenieur, der einen Riss gemacht hat oder so weiter. Schwätzt die Kooperationspolitik mit den Leuten an der Wefern wäre ein Faktor für auch zu drohen. Ja? Wie viele Leute von der Halschen, von den Nicht-Lützeburger sind dabei? Wie viel sind von all den Generationen dabei für den Moment, für die Politik? Ob manst von emotional zu unterstützen für, das ist etwas, was man muss machen muss, für uns zusammenzubringen. Das könnte ein Identifikationsfaktor sein an unserer Diversität zu Lützeburg. Wie sind ein Kränilres-Enquete drüber, man? Der Charles Görens hat es durchgedacht. Ja. Also, das ist effektiv eine ganz pertinent froh. Und du weißt natürlich, dass man noch keine nicht wirklich eine Antwort drauf haben. Es gibt diffus Indikatoren natürlich. Es gibt eine gewisse Adhäsion zu den Aktivitäten von ONG. Es hat natürlich nicht geholfen, weil die 2 letzten Jahre, dass nichts stattgefunden hat. Und das möchte Gefühl natürlich nicht mehr präzise. Das wird inquietant, weil die gesagt haben, dass das eine Reihe ONG ein Problem haben, zu kollektieren. Hauptsächlich für internationale Aktivitäten, nicht so mal für die AM, sondern für wirklich die Entwicklungszusammenarbeit, nicht Männer für den Humanitär, aber für die Entwicklungszusammenarbeit sind bei verschiedenen ONGs zurückgegangen, nicht bei allen. Ne? Das weiß doch, dass es verschiedene gibt, die sich da besser anlegen wie andere, die vielleicht auch mehr innovativ Fundraising machen wie andere. Das ist auch eine Donne, die ganz klar, ein Trend, der ganz klar ist. Ich meine, dass das ganz schwer für darüber zu antworten. Ich meine, dass der Besatz wird tendenziell die Leute am Anfang unifiziert, dass mein Schiedfried aber hochfrisch ist über die Aktionen, die wir haben an der Entwicklungszusammenarbeit mehr für du ja, und ich meine noch, dass das wirklich kann ein Faktor der Kohäsion sein. Ne? Ich meine, ein Indikator ist natürlich auch immer, was bei der Wahl geschieht. Du hast natürlich nicht all die 50% nicht Lützeburger dabei, aber das ist aber trotzdem auch dabei eine relativ starke Adhäsion für die Programme oder für die Parteien, die aber das unterstützen und sich das auf die Fahne schreiben. Ich meine, es lebt ganz viel über Sensibilisation. Dafür machen wir auch, probieren wir wirklich auch mit ONG viel Sensibilisationsarbeit zu machen.
Bleef doch ganz klar iwwer Kommunikationun, dafür sind so Veranstaltungen wie das so wichtig, und da se noch darüber schwätzt, da sind darüber debattiert, wobei auch aber en kritischer derweis anerwort, dass sie probiert, dat irgendwie medial besser und Leid zu bringen. Und das ist ein Problem, dass man gesehen hat, dann als Kommunikationsarbeit, das nicht immer einfach ist für ein RTL oder eine Lützeburger Zeitung, ob eine Pressekonferenz zu kriegen oder ob ich ein Event zu kriegen, was mit der Kooperation zu dienen hat. Das weiß man doch immer zu dienen, dass das vielleicht ein Narrativ nicht immer so wurscht geht, wie das Mist machen. Wir haben ganz viele Flottprojekte, Sachen zu weisen, aber das muss ich natürlich ordentlich professionell präparieren. Und da gibt es sicher auch eine Kommunikation. Ich habe auch vieles und wir noch schon darauf geschafft, für einen neuen Plan de Kommunikation zu entwerfen für das Ministerium der Kooperation. Das wird morgen an den nächsten Monat noch mehr stark umsetzen. Voilà, wir kommen op Ningauer zo, wie fir Dro gesot, also gerne nach eng Diskussionsraum, die weitergeht rund um den Berg. Ich wollte einfach nimmen Heilo vielmals Merci so in den Leiit, den 3 Leiit hauptsächlich in der Diskussion deelgeholt hun, dem Paul Galdes, dem Nicoli Cocu an dem Herr Minister. Merci auch der Equipe vom Ulsichtkanal, merci von auch die Equipe aus dem Haus, Rotonden, die als empfangen hun. Merci ihr alle Guten, die da hinkommen, sie dann so lange ausgehalten hat. Und ich hoffe nimmen, dass wir die Diskussionsrunde in einer Form können, so bald wie möglich weiterführen und gucken, dass wir da neue Wege finden, vielleicht auch nach den europäischen Teil von der ganzen Kooperationspolitik, die ein bisschen negligiert geht, dass wir den denke, können mehr im Detail diskutieren. Vielmals merci und einen schönen Abend.